Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Hoffe, es geht euch gut. Hoffe, alles klar und gut in die neue Woche gestartet. Der eine oder andere von euch hat sich vielleicht schon gefragt, wieso das Crown heisst, woher das mit dem Symbol vor Krone kommt. Und ich denke, das können wir doch jetzt mal erzählen, jetzt wo wir hier mehr als 1000 Abonnenten haben. Haben wir das ein bisschen aufgespart für einen speziellen Moment und keine Ahnung, irgendwie ist das Thema jetzt gerade bei uns im Forum das letzte Mal auftaucht. Tattoos. Und das war eben auch der Ursprung von unserem Logo, wie ihr hier im Hintergrund seht. 5 Jungs sind im Sommer 2009 nach Valencia, ein bisschen Ferien machen, ein bisschen chillen. Wir haben uns dort auch überlegt, es wäre noch cool, wenn wir so ein gemeinsames Tattoo hätten. Nicht allzu wahnsinnig, jetzt nicht gerade der ganze Rücken zu tackern oder so, sondern einfach etwas Dezentes, aber gleich Aussagekräftiges. Wir haben uns dann entschieden, okay, machen wir das. Die Frage war dann, was war. Wir haben ein bisschen hin und her überlegt und haben uns dann eigentlich für Krone entschieden, weil die 5 Jungs haben, ja, sage ich jetzt mal, in dieser Krone eigentlich eine Repräsentation gefunden anhand von den Zacken, die sie oben hat. Und Krone ist eigentlich noch ein schönes Sujet. Es gibt ja allen Formen und Arten. Wenn man ein bisschen darauf achtet, es ist noch abgefahren, wie von Krone, Crown oder so, Läden, Sites, was auch immer gibt. Ich habe sogar einen auf YouTube gefunden, der mehr oder weniger genau die gleiche Krone hat als sein YouTube-Logo. Ein bisschen mit ihm diskutiert, woher er das hatte und das scheint purer Zufall zu sein. Ich bin jetzt aber ein bisschen abgewichen. Ihr seht auf diesem Bild der Trapit, der Quasti, der Odens und mich, der Cletus natürlich, wo bei der Crown Crew dabei sind und auch online zocken. Es geht jetzt nicht darum, da irgendwelche Gesichter oder Details zu zeigen. Und der 5. im Bund ist dann, wie sagen wir jetzt einfach mal, der Loco. Er ist nicht unbedingt so ein Gamer, aber gehört halt gleich dazu zum Freundeskreis. Und ja, das wäre es eigentlich schon von dieser Story. Es ist dann darum gegangen, beim Zocken eben, was wollen wir für einen Namen, was wollen wir doch ein bisschen einfließen. Und dann ist man dann schnell mal auf die Idee gekommen, wir könnten eigentlich dort ein bisschen weitermachen mit dieser Gemeinschaft, die wir durch das 5. haben aufgebaut. Und nicht jetzt unbedingt, um neue Kollegen zu suchen, aber halt einfach, um dieser Community den Namen zu geben, wo wir auch ein bisschen mit uns umtragen in diesem Sinn. Also es ist auch ein bisschen etwas Persönliches hineingeflossen in die Namensgebung Crown. Und gleichzeitig haben wir dann eben auch das mit den X ein bisschen zum Abgrenzen gewählt, damit es auch sofort zu erkennen ist und nicht wie ein Crown einfach geschrieben aussieht und Grossbuchstaben. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist mein erstes und bisher auch einziges Tattoo. Ich würde noch mehr machen, aber irgendwie habe ich irgendein Motiv, das mir gefällt. Und 2 Wochen später habe ich dann schon wieder etwas anderes und irgendwie habe ich bisher noch keins gefunden, das so zeitlos ist, dass ich das gerade auf meinem Körper möchte verewigen. Aber ich finde es aber schon wicked, wenn man auch Leute sieht, die richtig tätowiert sind. Es ist überhaupt nicht negativ gemeint, weil ich meine, so kann man den Körper in dem Sinne auch als Kunstwerk eigentlich zeigen, was auch noch cool ist. Leider ist es natürlich, wenn du dann fast süchtig wirst und fast jeden Zentimeter musst zudecken. Aber das ist ja dann auch wieder eine ganz andere Geschichte. Und ich möchte das gerade als Überleitung brauchen. Haben wir es im Forum kurz diskutiert, aber es würde mich eigentlich jetzt hier auf dem Channel auch noch interessieren. Hat ihr auch Tattoos? Was hat ihr für Tattoos? Klar kann man keine Fotos posten, aber die könnt ja schnell beschreiben, was und wo. Und ja, dann könnten wir hier schnell eine kleine Diskussion anregen. Das wäre es gewesen. Wenn ihr noch Fragen habt, kann ich die natürlich wie immer gerne beantworten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es sollte ja heute noch am Dienstag oben sein, das Video. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao zusammen.